Haut 5. Faste Sonntag begrüßen ich aus der Gister Klaus, mir war drauf Unheit Sondesmass. Et singt e Gruppe von Kantoren a Sänger aus der Por-Region Echternach. Dirigent ist den Tom Osborne, Organist de Jos Majerus. Hier spielt als Prälude der Jesus an dem Kreuzestund vom Bach. Dönner sangen wir, das Weizenkorn muss sterben, Magnificat 620. Christus Gotteslamm, Nummer 175. Donne nous Seigneur un cœur nouveau, 982. Schaffe in mir Gott ein reines Herz, vom Heinrich Schütz. Saint, Magnificat 966. Agneau de Dieu, 974. Beim letzten Abendmahle vom Johann Gottfried Walter. Halja Josef, hör uns flehen, Magnificat 895. Und als Chant final, wer leben will wie Gott auf dieser Erde, von Osterhus an Bergsma. Der Organist spielt als Sorti Toccata Prima vom Eberlin. Masket gehalten vom Herr Luc Schreiner, Pastor an der Paar, Region Echternach St. Willibrocht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Alle sondig. An am Leben kann ju auch manches allen elendig Sinn, grad vor Krankheit Lied drücken.
Misere, die wirklich gruselig ist. Corona als in Konsequenzen, die vieles, a viele nicht alle machen. Ja, auch an der Politik, an der Welt als manches nicht schön. Und sogar an der Kirche sind das Woche nicht allen Sachen und Licht kommen, wenn wir an das Ausland gucken gehen, und auch leider neue Verletzungen geschieht. Wenn sich Menschen nicht Lot vorstellen, man sind nicht dann nach wirklich willkommen bei den Katholiken, weil verschiedene Probleme mit meiner Verbindung sind. Ob unserem Relief innen Altar, ich probiere mich ein bisschen zu drehen, da den ein bisschen gesagt, das ist nicht so einfach für den Kameramann, gesieht innert dem Mantel von Maria als Platz für jeden, egal wer dir sieht, von wo dir sieht, wie gesund oder krank dir sieht, was dir schafft, und auch egal wen dir gehört. Sonntag nom Josefstag, no unser kleiner Kirmes, freuen wir uns haut nicht können über Medien, Tiere von unser Klaus groß wie ich alle Guten abzumachen, dadurch dir daheim, an den Heimer, an den Spitäler, ob erbecht NRW bei allmählichen Empfangsgeräten mit uns zusammen feiern können. Schön, dass das klappt. Wenn noch am Leben so manches allen an Elend ist. Bringen wir es für den am Elend Kreuz verstoß ginas. Dem Jesus Kreuz, als wohl, wie es gesieht, zur Zeit verhüllt. Ma sing lebt, die wir Wesekehr an Dert gefallen ist, gilt schiederengem, Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben, an dem der lebt, will immer frohen. Den allmächtigen guten Herrgott soll sich uns erbarmen, soll Sünder Schuld von uns wegschwellen und uns verehren zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jeremia. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe. Spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein.
Keiner wird mir den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen. Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit
gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Paschafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus und gingen hin und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, habt ihr schon mal ein Keier etwas beherzigt oder ich zu Herz geholt oder ich zu einem Herz Uleies gemacht? Sie dabei enger Sach ganz mam Herz dabei. Was wünscht ihr ich von ganzem Herz? Wie ein Droder am Herz. Es gibt noch viel andere Redewendungen mam Herz. Allen aus der Teil gemeinsam, das wichtig. Herz könnt ans Spiel, wenn es das ganz geht, wenn wir voll dabei sind. Wahrscheinlich könnt das aus der uralten Erfahrung, dass es mit allem heutig river ist, wenn Herz nicht mehr schlägt. So wurde in an der Zeit von der Antike, wie und allem an der Bibel, Denken, Plangen an den Schäden, Vernunft an den Willen am Herz ugesiedelt, nicht am Gehirn, wie wir es haut machen. An der Bibel ist das Decisionszentrum am Denkorgan vom Mensch sein Herz. Du weinst will Gott den Herr, nur der heutiger Lesung aus dem Buch vom Prophet Jeremia, sing Weisung, sing Tora, auch ob Herz von den Israeliten schreiben. Dem Herrgott sing Verzweiflung aus deutlich zu spüren. Jen hat sein Volk Israel aus Ägypten befreit, am hat diesem Volk ein Bund, eine Allianz, jut kann ich so ne Pakt,
geschloss. Für dich Birch Sinai an du no nach puermol, wie sie an gelobten Land agezu sinn. Immer huet Gott sei Volk aus eng Weisung an nu sei Bund erinnert, für an allem durch Propheten. Alles war so schön geplant, mir huet net geklappt, dass da nieft gangen. All Keier huet Israel die Allianz gebracht. Mit den Herrgott gëtt sich net. Ihr stellte weitere Bund an Aussicht, eng komplett nei Oplag vom Pakt as ugesot. Wat mischte se Bondelo aus? Nun, Gott schreift sing Weisungen de Menschen op hiert Herz, jo an hiert Herz ran. Gottes Weisung as so an der Mitte vun de Menschen. Dat bedeit net nimmen, dass sie d'Weisung Tora auswendig können, by heart op Englisch, mit dat se wirklich beherzigen. Wat ma Herz geschrieben steht, befolliche nicht ohne zu zecken, ohne Hannergedanken, freiwillig, von Herze gär, mit voller Absicht, a klorem Verstand, mit allem Planen an Denken, an total motiviert, dass ma ein Herzens Uleies. Das den neue Bund, also dass die beidseitige Aufmachung, den Agreement, lo endlich op Seite vom Mensch auch angehalen gëtt, an die Welt Gottes Schöpfung rüm e Paradies gëtt. Me Hand op Herz, lief Frin. Dir werd zogehen müssen, dass man nach lang nicht so weit sind. Der neue Bund, die beim Jeremia an Aussicht gestaltet ist noch nicht ganz verwirklicht. Loin de là. Das heißt aber nicht, dass wir ten an de Schoß lehen sollen, erwerden, bis Gott sei Versprechen ganz vormischt. Vielfach machen wir jo aber schon dat gut. Aber wir sollten damit aufhängen, Gottes Gebot mehr zu beherzigen, also an eis Planungen, an eis Handeln anzubauen. Wir kennen das aus unserem Verhalten vis-à-vis von der Natur an der Umwelt. Eigentlich müssten wir Manner Auto fahren, Manner unnütz Sachen kaufen, Manner Fleisch essen, viel Manner Plastikauffall verursachen, mehr erneuerbare Energie produzieren und so weiter. Eigentlich. An Heians do gelingt das ja auch. Aber nach immer muss man von Bausen dazu ermahnt gehen, muss nun der Klimawechsel erinnert gehen. Ja, et mis den. Wir brauchen Ungeduld vom Herz. Wer an der lebt zwischen zwei Menschen, die Sehnsucht ungeduldig zueinander dreift, so soll eis Herz eis undreifen, dat gut zu machen. Umwelt schonen, ein Herz für die bedürftig hun, an einfach helfen do wo neidig is, ohne zu zicken, Herz wat güste wat hueste. Da fängt schon ein bisschen von dem neue Bund an. Leif Matchristen, mehrfach as an de letzte Jahrzehnten an der Kirche von Abbruch, Aufbruch geschwärzt gehen. Kein Zweifel, so ein Abbruch wie wünschenswert. Aber er lässt sich nicht dabei zaubern. Abbruch hei, Abbruch do. Irgendwie also so wird dann noch verbraucht. Et verleiert sein Zauber, ergreift nicht mehr. Als Lesung aus dem Jeremia-Buch huet auch so ein gefeierlicht Wort an eise Gottesdienst abruhigt. Nei. Nei ist ja auch ein so leicht aufgenutzter Begriff. Floskeln wie immer im Nei. Nei wehrgoen oder einen neuen Auffang wohen, Geisteren sind Jahrzehnten durch kirchlichen Spruch, aber wirken auch mittlerweile ziemlich aufgegriffen. Manche kann sie nicht mehr hören. Und lo schwätzt Jeremia auch nach von einem neuen Bund. Neue Bund. Da schläft jederin an, wenn das hört. Neue Bund. Hummer jo. Hört sich mit Jesus erfüllt. Steht am Neuen Testament, als erledigt, der Krebchen hannen drun, aufgehakt. Und trotzdem bieten ich euch, allein mit dieser Versuchung nicht. Gucken wir, was Jeremia eis zu sagen hat. An diesem neuen Bund erkennen wir Gott direkt, ohne müssen belehrt zu gehen.
Geboter brauchen nicht mehr notiert zu gehen, sie sind direkt an das Herz aggraviert. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen dem, was Gott will, an dem, was wir wollen. Schöner gut. Aber auch hier wird wohl kein behaupten, dass wir an unserem christlichen Leben well realisiert. Auch wir kämpfen, individuell und auch als Kirche, damit, dass wir unseren eigenen Aussprich konstant laufen. Ergo, es steht nach etwas aus, es fehlt nach etwas. Gott wird uns mehr schenken, und wir haben nach manches zu machen. Wir brauchen diesen neuen Bund dringend. Und die Kirche braucht einen neuen Olaf. Trauen wir denen allen Texten Überraschendes zu, und noch Eis. Und dann die kruzial froh, wer das dann der Neid neue Bund? Wie setzen sich auf vom allen Bund? Et gedenk all Weisheit von den Dakota-Indianer, wann's du feststellst, dass dein Pferd do das, Klammer auf. Den alle Bund tut nicht Brot, weil immer verletzt gehen ass. Propheten haben jahrhundertelang appelliert, de Fanger gemacht, Zeche gesagt, der Bund kommt nicht gerettet gehen. Als sie hun zu verstohe gehen, dass eng äußerlich Hülle gehen, eng Fassade, die angestürzt ist, und das Eidel. Gott gesagt hat, beherzigt dat. Einfach mehr dabei setzen, wird diese Bund nicht retten. Nein, lo muss alles ernst gehen. Es muss total neu ugesagt gehen. Hier schließt ein neuer Bund, die nicht so ist wie die von vierdrun. Woran besteht dann lo dat Neid von dieser neuen Aufmachung? Die Veränderung leidet sozusagen an den Vertragsparteien, respektiv an ihren rechtlichen Vertreter. Weil Gott schließt der neue Bund die Kehr mit sich selber. An diesem Bundesschluss hält hier selber auch eise Part an. Hier schließt den Iwart sei Jung, der Mensch par excellence. Die steht für all Mensch an ganz Menschheit, den der Bund exemplarisch anhält. An den Eis, weil so eng mit Eis an allem verbunden ist, ranhüllt an den neue Bund. So erneuert also Gott sei Pakt, dadurch dass hier an Eis Platz tritt, viel eng neue Verbindung zwischen dem der Urwen an der Menschheit zu schaffen und dann auch nach ganz sich dafür higget, sein Herzblut hirget. Das die neue Bund. Dora gi mir opgeholt. Wir brauchen es nimmen unzuschließen, auf von ihm matulen zu lassen. Liebe Bruder, liebe Schwester, as nicht all Mensch wie ein Tabernakel, weil Gott das präsent am innersten von allem, as hier Herz, hier mit. Eierst du et wusst oder erkennen kannst, huet den Allmächtige schon sei Bund, sing Allianz geschloss, mit singem Volk, mit dir, mit allen. An Jesus Christus. Lo bleibt nach just der Zeit zu dienen. Liebet, duit. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er ist zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige und katholisch Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, weil mir all, dir bei ihren Apparater, an Gleichheit an der Klaus am Bund mit Gott stehen, dürfen wir immer nächst an Orelo
mit allem, was uns Welt, was uns Kirche bewegt, bei den Herrgott kommen. Hilft der Kirche, sich nicht als Struktur an Moralfrohen zu verfängen, aber immer nächst einen Platz zu sein, wo alte Menschen, egal wen sie sind, dich an der Säge fanden. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, wir beten dich. Los all Bemühungen für Frieden an der Welt, für Gerechtigkeit für alle Menschen und auch für ein Ende von der Corona-Pandemie gut Frucht bringen. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, wir beten dich. Beschenk all die ganz reich für Zeit und Ewigkeit, die alles gibt für Menschen zu helfen, für Probleme zu lösen, für die Welt ob gut Wehr zu feiern. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, wir beten dich. Schenk uns an de kommende Mint gut Wetter, dat all Wese kehren, all Sohm an all Pflanzen Flower, an de Gerd an de Wangerten gut Frucht bringen können. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, wir beten dich. Auch wenn wir deister Zeiten erleben, wenn wir durch Krankheit an Tod gehen müssen, los is nie vergessen, dass du dein Bund an is Herze geschrieben hast. Herrgott, wir beten dich. Herrgott, wir beten dich. Gott, du mat uns Weh, ob Gebet vom Heilige Josef lauster des Ulayes, guck ob de Misere an der Welt, an ob dat, wat jidere von uns an singen Herzer dreht, dat frommer dich durch Christus, eise Bruder an eisen Herr. Lasset uns beten. Erhöre uns, allmächtiger Gott,
Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns hingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. See
gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In Gemeinschaft mit der Seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den Aposteln, mit dem heiligen Willibrocht und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass sie dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir stehen an dem neuen Bund, den Gott mit uns an uns Herzen geschrieben hat. Und dafür dürfen wir, wie der Jesus es uns gelehrt hat, beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr als Christus ist unser Friede, unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Verborgener Gott, erweise deine Nähe, wo nichts und niemand mehr nah ist, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, wo Lebensgerüste zerfallen. Erweise deine Nähe, wo das Elend zu groß ist, um es zu begreifen, wo das Dunkel ohne Widerspruch regiert, wo die tiefe Nacht alle Gewissheiten raubt. Und so segne euch der manchmal verborgene und doch allmächtige Gott und bewahre euch in seinem Bund, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Leben will wie